Also, wir haben ja auch, dass das hier zustande kommt, dass wir uns hier einfinden können. Das beruht ja ursprünglich auch auf so einem ominösen Brief von Günther. Und ja, ich habe ihn noch, er hat schon als Lustblatt müssen haben, aber ich würde ihn gerne vorlesen, auch noch. Ich weiß nicht, ob nachher meine Antwort insbesondere kann mithalten mit dem Niveau von diesen CEOs, aber wir schauen einmal. Also gut. Betreff Symbiose. Sehr geehrte Red Schuhes, Sie hören Sie einmal, es ist eben so. Am Donnerstag, 10. April 2014, tue ich im Mundwerk in Thun mein Buch taufen. Eigentlich ist die Aktion ordentlich neben dem Füdle außen geschissen, da das Buch schon 3 Jahre alt ist und ein 3-jähriges Buch zu taufen ist wie einen Rentner konfirmieren. Auf alle Fälle ist es jetzt eben so, dass mein Bühnenpartner, der Hummergotti, ein Inkontinenzproblem hat. Konkret bedeutet das, dass er alle 20 Minuten im Schnitt seiken gehen muss. Das ist für meine Buchtaufe problematisch, da man das Publikum nicht immer vertrösten kann. Die werden irgendeinmal putzig. Nun, ein Freund meines Gottis, Charlotte, hat gesagt, sie kenne eine hurenabartige stalinistische Punkrock-Truppe, die tolle Musik mache und sich allenfalls als Intermezzo für die Lesung eignen würde, so dass der Gotti getrost Zeichen gehen könnte. Ich fand die Idee ziemlich originell, habe der Charlotte zwar noch eine gescheuert, weil sie immer so wieder gelobt hat. Jedenfalls möchte ich Sie nun vermittels von diesem Schreiben fragen, ob Sie am 10. April schon etwas vorhaben oder es sich allenfalls vorstellen können täten, meine Lesung durch ein paar Ihrer kommunistischen Gesänge zu Ueli Maurer, Fragezeichen, Klammer zu, Sternli Freud, Sternli, etwas Unlesbares in Form von einem Kommentar. Ich fände es hurentoll, denn ich war schon immer ein Anarchist mit latentem Hang zum Kommunismus. Über Ihre Antwort würde ich mich sehr freuen und bei einem positiven Bescheid spontan die Hosen abladen und die splitternacht durchs Flüeli säckeln. Mit der Zungenspitze wackelnd, Günther Struchen, Fachmann für Hamsterli. Der Jösi hat mir einen Brief zurückgeschrieben und sich vor allem bereit erklärt, hierher zu kommen. Das ist von mir sehr merci vielmal. Ich glaube auch für euch ist es wunderbar, dass man dann hier im Mundwerk staunen kann. Und der Brief von Jösi. Da geht so: Lieber Günther, dein Schreiben hat uns erreicht. Denkpause. Als wir den Brief lasen, wussten wir sofort, dass hier ein Verrückter am Werk sein muss. Ein Querdenker, ein Spinner, einer, der sogar dem guten Luzifer vom Karren gefallen ist. Das hat uns gefallen. So einen Buchabend musikalisch zum Rahmen finden wir durchaus spannend. Ist mal etwas anderes, als das Publikum in gewohnt narzisstischen Manier alleinig hinter unseren Präsenz zu langen. Wir sind zwar nicht besonders gut im Umrahmen, im klassischen Sinne, doch wenn es um Rahmen geht, sind wir alle dabei. Jedenfalls beim Geschlagen. Womit wir auch bei deiner Gotte Charlotte wären, die ihre linke Wange auch noch da halten musste, weil sie den ersten Schritt im Verdauungsprozess etwas übereifrig betrieben zu haben scheint. Obwohl uns lautes Schmatzen auch zur Weißglut treibt, verurteilen wir diese reaktionäre, triebgesteuerte Interaktionsmaßnahme, die im Rahmen des Plädoyers für die Ohrfeige jüngst von rechtspopulistischen Kreisen ja gerne wieder als Mutter aller Erziehungsmaßnahmen bezeichnet wird. Vielmehr finden wir, wenn Charlotte schmatzt, dann gib ihr einen Schmatzer. Liebe ist stärker als Hass. Du siehst, wir sind eher Hippies als Kommunisten. Doch zurück zum Wesentlichen.
Es ehrt uns, deinen Abend musikalisch untermalen zu dürfen. Ich hoffe, du bist dir bewusst, dass von uns eigentlich keiner wirklich malen kann. Trotzdem werden wir uns Mühe geben, die durch die Polyurie deines Freundes Gotti bedingten Pausen so beherrscht wie möglich zu überbrücken, obwohl wir auch mit dem Bauen von Brücken nicht wirklich vertraut sind. Dann eher doch mit dem Schießen von Böcken, das können wir gut. Die späte Taufe deines Buches finden wir sympathisch. Unser Album heißt nämlich Honey Beach City. Der Song Honey Beach ist darauf aber nicht enthalten, sondern wird erst diesen Sommer erscheinen. Hier noch zu behaupten, es stehe ein Konzept dahinter, wäre töricht. Du scheinst von Organisation auch nicht viel zu machen. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir haben dir jetzt einen positiven Bescheid gegeben und unsere Anwesenheit am heutigen Abend beweist, dass wir das auch tatsächlich durchziehen. Und wenn wir es durchziehen, musst du dich ausziehen, so steht es nämlich geschrieben. Was du uns mit deinem höflichen Zungenspitzen wackeln signalisieren willst, können wir nicht genau erraten. Wir gehen aber davon aus, dass du sie uns gerne in den Hals stecken. Wir möchten diesen Punkt vorerst offen lassen und abwarten, was der Abend noch Unablässig mit den roten Schüchen stampfen Joshua Romane und Red Shoes.